Illusion of Time. Und damit hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Let's Play Illusion of Time auf Pelzig. 1994 erschienen von Quintet und Enix. Es gehört zur Soul Blazer-Reihe und ist eigentlich so der Vorgänger, könnte man in Anführungszeichen sagen, zu Terranigma, was ich ja auch schon als Let's Play gebracht habe. Ja, da ich damals aber wirklich nicht, sagen wir mal, mich zurückhalten konnte, musste ich einfach Terranigma spielen, weil das echt zu meinen Lieblingsspiele gehört. Trotz allem habe ich mir gedacht, jetzt können wir doch definitiv auch Illusion of Time mal spielen. Ist definitiv auch ein richtig schönes Spiel. Und ich lese da mal ein bisschen vor. Die Menschheit hat sich in einer Aufbruchstimmung befunden. Auf der Suche nach neuen Territorien hat man Relikte von alten, längst vergangenen Kulturen entdeckt. Ja, Osterinsel, ne? So haben sich im Laufe der Zeit viele Legenden offenbart. Die Sphinx. Jede erzählte eine andere Geschichte, jede Kultur hat ein anderes und ein neues Geheimnis offenbart. Stonehenge soll das wohl sein? Viele der Legenden von der Legende gründen sich auf Relikte, die in alter Ruine gefunden wurden. Und der Turm von Babel. Eine von der Legende berichtet von einer fremdartigen Statue, die die Form von Dämonen gehabt haben. Aber niemand hat sagen können, was die Statue zu bedeuten hat. Und scheint wohl was Inka oder Kristallschädel möglicherweise. Ah, wunderschön. Da kommen auf jeden Fall auch noch hin. Das ist Angkor Wat. Viele, die in der Ruine nach einer Antwort gesucht haben, sind nie wieder zurückgekehrt. Ein paar haben davon berichtet, dass es dort Dämonen gibt, andere haben von einem Fluch gerettet. Aber niemand hätte geglaubt, dass die Ruine uns die Apokalypse bringen. Oh, da gibt es jetzt anscheinend ein bisschen Grafikprobleme vom Emulator. Oder? Sieht so aus, ja. So, da wären wir jetzt wieder beim Startbildschirm mit diesem wunderschönen Konterfei vom Planeten Erde. Ja, es war für mich immer ein wunderbares Spiel, weil das war damals immer mein Spiel. Das hat meine Schwester Sellemols auf dem Super Nintendo tatsächlich mal nicht gespielt. Oder nur, glaube ich, mal insgesamt. Hauptsächlich war das wirklich mein Spiel. Und es war mitunter auch einzelne Spiele, was mich da drin bestärkt hat, tatsächlich Archäologe zu werden. Weil, wie wir ja schon gesehen haben, alte Kulturen und Ruine wären hier definitiv Rollenspiele. Und das hat mich damals echt schon zu dem Pfad gebracht, alte Kulturen studieren und erforschen zu wollen. Aber wir verlieren jetzt mal nicht viel große Worte, da können wir immer noch während dem Spiel erzählen. Und wir starten hier ein neues Spiel. Ja, Stereo sieht soweit gut aus. Mono, ich glaube die Zeiten sind vorbei. Und ansonsten passt das alles. Kämpfe, Spreche, Gegenstände, Abbrecher. Und Y ist U benutzt. Mit Selects Menü. Gut. Fangen wir doch direkt an. Und der Soundtrack ist auch großartig, finde ich, generell von Illusion of Time. Ja, wir sind in der Klosterschule, wie es aussieht. Hallo, ich bin Will. Der Jahr ist vergangen, seit ich meinen Papa zum Turm von Babel begleitet habe. Mein Papa, unser Leid, der hat Unglück geheilt. Irgendwie habe ich es zum Südkap zurückgepackt. Ich kann auch immer noch nicht glauben, dass mein Papa nie mehr am Leben sein soll. Wenn ich erwachsen bin, werde ich ein Forscher und erkunde die Welt. Irgendwo treffe ich dann meinen Papa wieder. Och Gott, was eine Blechglock. Das ist ja alles für heute. Und ihr vier machen bitte eure Hausaufgabe. Außerhalb von der Stadt sind Monster gesichtet worden.
geht nur in Begleitung von euren Eltern raus. Bis nachher am gewohnten Ort. Ich muss zuerst heim, ich komm später noch. Wenn du dich nicht dummelst, wird deine Mama denken, dass du noch sitzen musst. So, bleibt nur noch einer, der grüne Pyjama-Typ übrig. Wir treffen uns bei der Höhle am Meer. Alle hopp. Und du Blecheimer. Oh, Will, hör doch mal Gedicht la. Es war mal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Ja, das kennt man ja, wenn man Heinz Erhardt kennt, ne? Ja, das sind unsere Speicherstationen hier im Spiel. Das ist noch so ein alter Knetkopf. Ey, Bill, wie oft habe ich dir gesagt, dass du hier nicht hochkommen sollst? Du machst immer so einen Quatsch. Naja, was soll's. Ich kann dich ja sowieso nicht aufhalten. Ganz recht. Zuff. Und sofort gewarpt in das Sphärenportal. Dich mache ich fertig. Ich bin Gaia, die Quelle von allem Leben. Ich bin dein Helfer und Beschützer. Nur wenn ich Auserwählte können durch das Portal gehen. Such's auf, wann immer es wird. Im Portal kannst du das bisherige Geschehen speichern. Mach das immer, bevor du weiterziehst. Ja, willst du auch speichern? Ja klar will ich das. Es ist vollbracht. Die Reisfortführer. Aber hallo. So sei es. Beziehungsweise auf Pelzig einfach nur Jo Allah, leb wohl. So sei es. Ja, steht mal auf Pelzig, kann man das durchaus mit Jo Allah übersetzen. So, der Anna Hansel ist weg. Renne kann ich, wenn ich zweimal mit der Pfeiltaste auf dieselbe Stelle drück. So, jetzt können wir ja aber hier nochmal gucken. Ach ja, aber wie gesagt, von 1994 ist das ein absolut wunderschönes Spiel. Toller Soundtrack. Und ich finde es auch von der Umgebung her echt schön gemacht. Wenn du Steuerkreuz, wenn man in die gleiche Richtung drückst, dann Renner. Das habe ich gerade eben rausgefunden und du hier nie. So, zu dir springen wir Arme runter. Hua! Na? Ich bin der Juwelier, der Reisende zwischen den Kontinenten. Was ist denn dein Begehr? Ich bin nur rein zufällig hier, aber Juwele werden wir auf jeden Fall im Laufe der Zeit auch finden. Aller hopp. Ich hoffe, dir geht's gut. Wenn du rote Juwele findest, dann bring sie mal doch. Ich werde sie für dich aufbewahren. Und zum Schluss hast du noch irgendwas gebabbelt. Was hast du noch gesagt? Wenn du rote Juwele findest, bring sie mal. Ich werde sie aufbewahren. Genau, ich bin Meister von der Verkleidung. Du hast mich schon an anderen Orten gesehen, aber nicht erkannt. Weil du ein Dummkopf bist. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jede Menge Leute quatschen, wie ihr da schon sehen könnt. Gehen wir doch mal hier rein. Huch! Oh, da geht wohl der ab. Kaum ist der zu Seths Haus geöffnet war, hatten wir die Eltern schon Streit gekehrt. Scheint ja sehr toll, da abzulaufen bei der Familie. So. Das tut mir so leid. Ich verstehe, warum es hasst, der Eltern jeden da streitet zu sehen. Na, da gehen wir doch mal rein. Oh, nett. Ach, nur Bett für alle? Das ist auch schon irgendwie nicht gerade so toll, was Privatsphäre und so angeht. Lass mich in Ruhe. Ich mach mit meinem Geld, was ich will. Und du? Ach, der Mann, der raubt mir noch die letzte Nerven. Wie konnte ich nur heiraten? Ich hätte ihn schon längst verlassen, wenn Seth nicht wäre. Ach du heilige Scheiße. Das ist echt nicht gut. Das ist wirklich nicht so gut. Was geht hier ab? Boah, ich pack's nicht. Ja, du sollst auch nicht in die Hose scheiße, während du am Angeln bist. Das ist Lance Haus. Er lebt hier mit seiner Mama. Die ist schon recht alt. Okay. Na, Mütterchen. Dein Papa ist bereits seit einem Jahr beim Turm von Babel verschollen. Mir kommt so vor, als sei es erst gestern gewesen. Ja, mir wahrscheinlich eher nicht. Aber gut, so ist es halt. Okay, die haben anscheinend gebett. Ah, mir ein rotes Juwel gefunden. Muahaha. Ich habe doch gewusst, dass hier noch irgendwas war. So, also generell... Ja, die erzählt wieder noch selber. Generell ist das Spiel mit einem ziemlich großen Forscherdrang, wie ich finde, ausgestattet. Und man muss sich halt wirklich auch gründlich umgucken. Mein Freund ist Astronom und hat immer etwas Seltsames behauptet. Ein Stern nähert sich der Erd. Ja, horch mal lieber auf den Kollege, ne? Was ist mit dir? Wenn ich den Wind durchs Hohe sehe, beneide ich dich. Nicht so wie meins unter dem Tuch. Ja, dann leg's doch ab und zeig doch ruhig der Halbglatze, du musst dich nicht schämen. So. Ach ja, aber es ist auf jeden Fall ein tiefgreifendes Spiel, würde ich schon mal sagen. Es gehört nicht zu solche oberflächliche Have-Fun-Spiele, sondern das Spiel hat durchaus auch eine größere Botschaft.
Deswegen war das auch immer eins so meine bevorzugte Spiele für das Super Nintendo. Hier wohnt mein Freund Erik. Das ist das größte Haus in Südkap. Will träumt davor, auch einmal ein Haus zu besitzen. Oh, dann geht's anscheinend gut hier. Wie war's in der Schule? Ich hoffe, du hast etwas gelernt. Lernen ist wichtig, um später das Finanzamt zu hintergehen. Interessant. Aber die geht anscheinend nicht weg hier. Ups, geht anscheinend nicht weg hier. Ja, ich muss erst noch überlegen, mich mit der Steuerung wieder zurechtfinden erst einmal. Das ist immer pro Emulatorspiel immer etwas anders. Jeder beneidet uns um unser großes Haus. Was denken die eigentlich? Wir waren schließlich die Erste in der Stadt. Ach, okay. Gründerväter und so, ne? Oh, schick, schick. Huch, der brennende Kittel. Ah, das ist die Mutter von einem... Keine Angst, ich brenne. Mir raucht nur der Kopf vor lauter Stress. Den ganzen Tag das große Haus putzen, der ist streng da. Ihr habt doch ohne Markt. Warum macht die das nicht? Naja. Aber das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Das Spiel hat ja auch so seinen ganz eigenen Humor, muss man dazu sagen. Und ich habe das echt immer gemocht und sehr zu schätzen gewusst hier, das Ganze. Das Spiel ist echt großartig, aber ihr werdet es auch noch Liebe lernen im Laufe des Let's Plays. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Seltsam, das Spiel erinnert mich an ein altes Kinderspiel. Ja, das ist Ochs vom Berg. Das habe ich gespielt, als ich noch klein war. Du bist noch klein? Okay. Lass ich mal so stehen. Oh nee, du Rotznase, das ist gefährlich, sei doch mal vorsichtig. Aber wenn ich mir doch die Haxe brechen will. Gretel hinter der Heck. So, was ist da mit dir? Ich reise sehr viel umher und verkaufte Leute Waffen. Sind zwar unruhige Zeit, aber an Kinder verkaufe ich keine Waffe. Huch, der stellt sich hier vorne dran, der lässt uns nicht raus hier. Moment mal, außerhalb von der Stadt sind Dämonen gesichtet worden. Ohne deine Eltern darfst du die Stadt mal nicht verlassen. Ach Gott, ist so gut. Wo wohnen wir eigentlich, ne? Das ist ja noch die Frucht. Das ist mein Haus. Oma Lola bereitet gerade Pastet zu. Die riecht aber lecker. Okay. So. Das ist dann wohl die Oma. Willkommen zu Hause, Will. Das Ofendessert ist noch nicht fertig. Spiel doch mal so lang draußen. Okay. Aber vorher gehen wir erstmal hoch in unser Raum der Tränen. Was ist mit dir? Der Opa Bill anscheinend. Weil du so spät heimkommst, hast bestimmt noch sitzen müssen. Naja, wenn nix aus der Welt, kann man dich immer noch an fahrende Händler verkaufen. Ach, wie nett, ne? Reizend. Aber du weißt doch, Opa, wer nix wert. Ich bin besorgt, ein Haufen dubiose Händler macht hier seit kurzem Geschäfte. Ich weiß sehr viel mehr und verkaufte Leitwaffe, das habe ich dir schon mal gesagt, aber jetzt habe ich eine Frau kennengelernt. So, was ist hier? Oh, der verbrennt irgendwas. Mir riecht's gut, ich hab keinen Affe, also koche ich in dem Topf. Okay. Gut, da haben wir mal die freundliche Dörfler von Südkap kennengelernt. Und können jetzt lustig tralalala zu unseren Kumpels gehen an den Strand. Jetzt hockt er hier. Aber wenn ich mich an der Stiel stellen kann, ist nicht hochziehe. Okay. So, dann gehen wir mal hier in die Säureminerei. Die Seehöhle. Für die 4 Freunde ist die Höhle am Meer jetzt wettes zu Haus. Sie treffen sich hier nach der Schule, um bis abends hier zu spielen. Okay. Das ist der Knetkopf mit der Streiteltern, der Seth. Ich bin ganz sicher gewinnt, Okay, und du? Was ist denn los, Will? Es ist ja schon spät. Ich spiele noch mit Seth-Karte. Bin gleich soweit. Plötzlich erscheint Erik. Er scheint sehr aufgeregt zu sein. Ich habe Neuigkeiten, große Neuigkeiten. Die Prinzessin von Edwards Schloss ist weggelaufen. Man vermutet sie hier am Südkap. Das ist alles. Du bist hier reingeplatzt, als sei etwas Schlimmes passiert, Kerler. Könnte sein, dass du dich in die Prinzessin verliebt hast? Nee, aber vielleicht kommen die Soldaten hierher, um neue zu suchen. Wenn die Soldaten hier auftauchen, kriegen wir Ärger und wir dürfen doch hier nicht spielen. Ach ja, dann spielen wir halt wieder Musik, ne? So, jetzt lernen wir aber auch gleich ein bisschen was. Erstmal mit dir wieder Babbler. Komm her, Will. Setz dich neben der Erik. Pech im Spiel und mit der Lieb sieht's auch nicht viel besser aus. Ja, klasse. Wir sollten also aufpassen. Erlaubt. Wir sind komplett, was soll man jetzt machen? Ich will Wills telekinetische Kräfte sehen. Kennst du die noch nicht? Er bewegt Dinge, ohne sie zu berühren.
Ja, da die Statue da drüben in die Ecke verschoben. Was noch einmal will. Wie war das dann nochmal? L und R? Ja, einfach nur L. Boah, die hat sich ja bewegt. Da hupsen sie wie die Bläder. L oder R. Man muss nicht nur beide drücken, sondern es geht nur E-Taste. Ziehe Karte. Irgendeine. Ich drehe 4 Karten um, versuch's Karo was auf A-Hieb zu finden. Oh. Das habe ich leider nicht mehr im Kopf, welche die richtig ist. Jetzt gucken wir doch mal. Tja. Da kann man uns auch noch nicht bewegen, aber gleich bestimmt. Nehmen jetzt die Karte. Von der glaubst, dass es die Karo Ass ist. Was sagst du? Wenn ich das auch noch könnte. Und du da? Egal wie oft ich sehe, ich kann's immer noch nicht klar werden, warum kannst du nur die Statue bewegen und keine andere Sache? Ja, das ist halt das, ne? Will nimmt die Karte. Es ist natürlich das Karo Ass. Haha, richtig. Ups, ich bin spruchlos. Hey Seth, das ist doch so eine Art von Psychokraft, oder? Jetzt muss er extra aufstehen und zu mir latschen mit seiner dicke Brille. Es muss sich um eine psychische Kraft handeln. Ich wüsste aber gern, was sich da dahinter verbirgt. Die meisten Leute haben 5 Sinne. Sehe, höre, schmecke, rieche. Was ich zum Beispiel nicht habe, oder beziehungsweise nur mit 12%. Und fühle. Ich vermute, Wills Psychokraft ist eine Art 6. Sinn. Das ist das Säfte erzählt, ist viel zu kompliziert für mich. Ja, natürlich, Bauche Bu, der Ackermanns Lance, der hat natürlich keine Ahnung davor. Lassen Sie mal spielen, Seth. Allerhaupt, dann kartelt ihr mal. Ja, der lacht, dass er gewinnen wird. Ja, der geht dann auch danach heim. Und der flennt noch rum. Allerhaupt, und mit euch Karte kann die auch nichts mehr schaffen. Also gehen wir mal raus. Südkap, es ist bereits dunkel, als Will die Höhle verlässt. Ja, dann sollte man wohl wirklich heimgehen. Außer wir können der Angler noch ein bisschen nerven. Ja, der packt sie immer noch nicht. Wie stark Kerl. So, was ist mit dir, Oma? Ja, dir tut das Seth immer noch leid. Mir ach, ganz ehrlich, von deinen Freunden tut man das Seth wirklich am meisten leid. Aber ihr werdet auch noch sehen, im Laufe des Spiels wird es auch zu Charakterentwicklungen bei deinen Freunden kommen. Das wird definitiv noch echter Shenny Kischt. Ich fand das Spiel immer, was Charakterentwicklung, generell was Story angeht, immer so eine ganz große. Trotz allem ist für mich Illusion of Time so ein Spiel, das spielt man und dann muss man erstmal nachdenken. Dann legt man das Spiel irgendwo wieder hier und noch ein Jahr oder vielleicht auch noch 2 Jahre überkommt es einem dann wieder und dann hat man einfach wieder Bock, das zu spielen. Das ist so ein klassisches Spiel, was man spielt, wo man dann Bock drauf hat, wo man nachdenken muss, wo man es dann wieder zurücklegt mit einem guten Gewissen und irgendwann erinnert man sich mit dem Lächeln nochmal dran und will es dann nochmal spielen und so ging es mir jetzt auch. Ach ja. Und ihr habt es ja jetzt auch mitgekriegt über Final Fantasy 9, hoffe ich doch, dass zuerst heute Illusion of Time rauskommt und morgen kommt dann Let's Play Journey of Pelzig raus, ihr liebe Leute. Das ist dann immer wegen meiner Masterarbeit pro Tag eine Veröffentlichung und ja, pro Tag einfach immer nur 11 Spiele und 2 Projekte, alternierend, heute Illusion of Time, morgen Journey. Freut euch da auf jeden Fall schon mal drauf. So, jetzt gehen wir aber erstmal heim. Huch, da ist ein Wutz. Wutz ist in Wills Haus eingedrungen. Was macht denn das Ferkel hier in meinem Haus? Was ist denn mit dir los? Huch. Ist das unser Ofen, der ist oder was uns abkau ist? Es grunzt immer noch. Na, gehen wir halt mal hoch und frohen die Oma. Huch. Das ist aber ganz schön kräftiges Ferkel hier. Huch. Damebesuch von Kara. Hamlet, du sollst gefremder, Grunze. Ist das dein Haus? Das gehört meinen Eltern. Du siehst ein bisschen schäbig aus. Es gibt wichtigere Dinge, Mädel. Wo sind die Eltern mit dem Helm? Sind das auf dem Bild oder Eltern? Ja, mein Papa, der ist ein Forscher. Ich weiß, Ohlmann, der Forscher. Man sagt, er sei verschollen. Ja, irgendwann kommt er mal wieder zurück. Denkst oft an deinen Papa? Es muss ja sehr schwer für dich sein. Ich fühle mit dir. Ja, merci, Fremdi. Magst du eigentlich Musik? Nee, ich bin der einzigste Mensch auf der Welt, der keine Musik mag. Ja, meine Oma Lola ist eine begnadete Sängerin. Ich hab so auf der Singe gehört, sie hat eine schöne Stimme. Ja, jetzt können wir uns wieder bewegen. Ich höre so auf der Singe, sie hat eine schöne Stimme. Ja, danke. Und du? Okay, Ferkel grunzt wie blöd. Hamlet heißt's, die Sau. Alles klar. So, dann rede ich noch mal mit euch.
Wie kommen der heim will? Wenn ich sing, verliere ich jedes Zeitgefühl. Das Essen dauert noch. Du? Unglaublich, so hat Oma schon lange nicht mehr gesungen. Die Großmutter Lola war große Sängerin. Ihre Stimme hat mich verzaubert, deswegen habe ich sie auch geheiratet. Das ist schon so lang her. Will, du sollst nicht überrascht sein zu hören, dass das Mädel, was gerade hier war... Ja, was ist mit der? Hilfe! Ein Schrei von Une. Ja, E-Bindestrich ist für mich dann. Der Schrei ist von der Mädelkummer. Ja, dann rennen wir doch mal runter. Was geht denn da ab? Huch! Kara, wir haben dich überall gesucht. Ich kenn dich nicht, hau ab! Aber Kara, wenn ich dich nicht zurückbringe, wäre ich um den Kopf kürzer gemacht. Was kümmert's mich, ob du deinen Kopf verlierst? Prinzessin! Denkst du, ich hab nichts anderes zu tun, als dir durchzujagen? Ich muss dich zurückbringen. Bringle vor allem. Befehl vom König. Der hat ausdrücklich gesagt, Bringle. Sorry, ab und zu habe ich sowas mal drin. Weil auch heute die Erstfolge ist, machen wir heute wieder 30 Minuten übrigens. Will, ich muss dich anlügen. Ich bin Kara, die Tochter vom König. Es kommt mir vor, als würden wir uns schon lang kennen, als wären wir gute Freunde. Ja, ne? Kann man immer im Nachhinein behaupten. So, die Stimmung ist jetzt natürlich auch ruiniert. Herzlichen Glückwunsch. Aber wenigstens sind wir nicht verhaftet worden. Das arme Mädel. Ja, aber mich wolltest du an Händler verkaufen, wenn aus mir nichts wert, du mieser Kerl. So, mit dir? Edward Schloss, dort drunter befindet sich eine große Unterführung. Dein Großvater hat sie gebaut. Opa? Echt? Ja, ich war mal früher Architekt, ich war auch mal was, ne? Und am Schloss ist ein Gefängnis. Es ist wie ein Labyrinth gebaut, um die Flucht zu verhindern. Ich fühle mich halt ein bisschen schuldig, weil ich ein Gefängnis gebaut habe, in dem Leid für immer verschwinden. Naja, Geld ist Geld und Auftrag ist Auftrag, ne? Aber genug gerettet, das Essen ist fertig. Ich habe leckere Pastete gemacht. Lassen uns doch aufgehen. Urlaub. Hey, Will, findest du, dass Lolas Gerichte immer seltsamer werden? Gestern als Haseköttel mit Reisgeber, du hast vorher mal frittierte Spinneberg gehabt. Ach du liebe Zeit. Ich kann langsam nicht mehr. Das glaube ich aber. Wenn alte Leute Sorge haben, kann es passieren, dass sie ein bisschen vergesslich werden. Vielleicht liegt ja bis auf der Seele, worüber sie nicht sprechen kann. Das ist möglich, ja. Genug gerettet, das Essen ist fertig. Ich habe leckere Pastete gemacht, bla bla bla. Gehen wir nochmal hoch und essen was. Urlaub. Nix wie rein die gut Stub. Es gibt leckere Schnecke-Pastete mit Schlagsahne. Ich hab ne Stückel gegessen. Ober Bill hat die halbe Pastete verdrückt. In der Nacht träumt Will von einer großen Weltreise mit Kara. Du musst einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen haben bei ihm. Am nächsten Morgen geschieht aber sehr Unvorhergesehenes. Ja, so, wenn ich also retten könnte, ne? Was ist dann los? So, hallo Opa. Ich hab dir ein Stückchen von der Schnecke-Pastete übrig gelassen. Ah, los mal. Moin Bill, hier ist ein Brief von König Edward für dich. Das hier steht in deinem Brief. Bring Ullmanns Kristallring zum Schloss vom König. König Edward. Seit ich den Brief gelesen habe, habe ich etwas Schlimmes geahnt. Oh Will, ich verrote einen Zauber. Wenn mich Sorge plagen, summ ich die Melodie. Lola summte seltsame Melodie. Die ist hübsch. Obwohl du sie vorher noch nie gehört hast, kommt dir die Melodie bekannt vor. Du hast Lolas Melodie gelernt. So. Wir haben ja auch die Flöte, mit der wir telekinetische Kräfte haben auf Statue. Damit können wir auch dann lustige Lieder spielen. Kristallring, nie verkehrt. Selbst habe ich im Gepäck von einem Papa Ohlmann zurückgelassen, nicht gefunden. Vielleicht siehst die Prinzessin wieder, wenn zu König Edwards Schloss gehst. Sei vorsichtig. Ach, immer doch Oma. So, ja, hier können wir lustig tralalala rumwedler. Aber mehr können wir auch nicht machen, ne? So. Ne, den lustigen Kristallring habe ich leider nicht. Und hier in der Schränke oder zwischen Kruscht von unserem Zeug haben wir auch nichts. Kruscht ist ja auch so ein schönes Pelzerwort für, sagen wir mal, allerlei Gegenstände werden als Kruscht bezeichnet. Warte mal. Okay, in mein Inventar kann ich auch nicht. Dann ist das so. So, kann ich auch zu meinen Leuts gehen?
Ein bisschen mit den Jungs noch erzählen. Was die davor halten von der Res. Ja, da hocken sie alle. Ja, der lacht immer noch lustig, dann... Ah, was? Heute ist schulfrei, lass uns was anstellen. Und der Pien sagt herum, ich ist ja nur Kind. Dann kannst du aber nicht. So. Nochmal ein bisschen die Träume geklaut. Das ist dieser kleine Moment, in dem die Hoffnung stirbt. Dodefu ewig. So, dann gehen wir weiter. Und machen uns am besten auf den Weg zum El Chefe. Ja, du musst mich durchlassen. Ich habe einen Brief, Kerl. König Edward hat dich in sein Schloss geordert. Hallo, viel Glück. Ja, das passt schon. Ich habe ja auch eine Flöte, womit ich hier Leute verprügeln kann. Das passt alles schon. Aber ich finde die Musik schon ziemlich cool, muss ich sagen. Wir wollen zu Edwards Schloss und ich finde auch die Reiseanimation immer sehr geil gemacht. So, und natürlich gehen wir immer Frontalreihe und nicht über die Mauern oder so. Ach ja. Edwards Schloss. Höchst herrschaftliche Mucke hier. Das ist König Edwards Schloss. Ich muss da Eindringling melden. Will zeigt der Wache der Brief. Und Gast und König? Ja, Entschuldigung, willkommen im Schloss. Tja, Das ist König Edwards Schloss, sehr höflich und wisse, dass der König sehr streng ist. Entschuldigung, verschluckt. Das ist König Edwards Schloss, ja, bla bla bla, in der zweiten Stock hockt da der alte Knotterer. So, und den sollten wir jetzt mal folgen, dem Hansel. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich weiß, was machst. Ich glaube, dafür gibt es ein rotes Juwel. Der geht nämlich durch hier, der Hansel, und schnarcht hier rund. Oh oh, du hast mich beim Penner erwischt. Verrot ja nix. Also dann gebe ich dir rotes Juwel. So, das hatte ich noch im Kopf. Bom, 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 bom. Ja, der macht hier Streife und der andere Hansel, der leckt sich zum Knacker hinter die Säule. König Edward genießt sein Frühstück. Wart noch und begib dich dann zu ihm. Allerhaupt. Halten wir uns halt an die hiesige Sitte. Gehen noch eine Runde in den Keller. Da wird es auch irgendwas Lustiges geben, oder? War da nicht hier irgendwo auch noch ein rotes Juwel? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich dahin, wo der Hansel davor steht gerade. So, das ist der Schlosskeller, betrete streng verboten. Ja, man sieht's. Ich komme leider nicht durch, aber da haben wir später, glaube ich, noch die Gelegenheit, hier zu gehen. Hallo? Du bist halt so Will, hat der König dich herbeordert, sei vorsichtig, wenn du mit dem sprichst. Er scheint ja wohl ein ganz wiechter Kerl zu sein, der König. Was ist mit dir? Ich muss aber holen. Und du? Leider habe ich keinen Doseöffner. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ich würde sagen, wenn der platte Panzer Aussparungen hat, kommt's irgendwann früher oder später eh raus aus den Löcher. Los einfach Larve, Kumpel. Was ist hier? Das sind die Gemächer von der Prinzessin, kein Fremde darf hier rein. Bist du zufällig Steiner? Wer ist denn das? Könnte der Steiner sein, ne? Ein Gast. Nur ein Straußebu. Ich bin's, Kara. Die Stimme, ich kenne die. Lass ihn rein, oder ich verrot jedem deinen Spitzname. Ups, lieber nicht. Dann trete doch bitte ein, mein Herr. Du hast gewonnen. Gestern, du. Ich soll den Kristallring zu König Edward bringen. Unfassbar, einfach unfassbar. Immer muss mein Papa andere Menschen etwas wegnehmen. Ich bin schon einmal von hier weggelaufen, jetzt darf ich nicht mehr raus. Eigenartige Dinge geschehen seit kurzem im Schloss. Meine Mama hat einen Jäger angeheuert, ich an Schlimmes. Er muss jetzt gehen, Prinzessin. Ich hab Angst, meine Eltern sind nicht mehr dieselbe wie früher. Bitte hilf mir, nimm mich mit, bitte. Prinzessin? Will, bitte komm zurück. Na, gucken wir mal, was wir machen können. Erstmal flatter ich mal dein Zimmer, wie sich das gehört. Aber du bist ja ziemlich arm wie Sau. Ja, ich komme wieder zurück. Was ist mit dir, Spitznamen-Typ? Du hast ja nichts mehr zu suchen, verpiss dich. Du schon wieder. Ja, ist ja gut. Machen wir das halt so. Und wir sind sowieso kurz vor der 30 Minuten. So. Da haben wir den Flügel nämlich auch noch erkundet. Das sieht nämlich auch aus, als könnte ich zum König vorgehen. Hier können wir auch noch reingucken kurz. Vor kurzem wurde ein Jäger angeheuert. Ich freue mich, was der König vorhat. Vielleicht hätten sie ja auch Kuja als Berater, man weiß es ja als nicht, ne? Erinnert schon so ein bisschen an Final Fantasy 9, wenn man es mal so sieht. Der Audienzraum liegt vor dir. Nimm die Treppe, um den König zu sehen. Okay.
Aber da wir die 30 Minuten jetzt tatsächlich erreicht haben, würde ich ja sagen, ihr liebe Leute, perfekt geeignet für was? Genau, für einen Cut. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder. Nicht morgen, Entschuldigung, ich muss mich erst selber nochmal an die Umstrukturierung gewöhnen. Wir sehen uns übermorgen wieder zur Let's Play Illusion of Time. Verpasst morgen nicht Let's Play Journey of Pelzig. Aber wir sehen uns dann wieder übermorgen hier, wenn es zum König Edward geht. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Euer Yankee.